Wir sind dort unterwegs, wo die Skitourenausrüstung gebraucht wird, im Gebirge. Und zwar in den Praxer Dolomiten, wo es zurzeit deutlich winterlicher aussieht als bei uns in Bayern. Meine Begleiter kennen sich in Sachen Ski so gut aus wie nur wenige. Markus, genannt Bambam Steinke, ist einer der größten Skifanatiker, die ich kenne und mittlerweile Chef seiner eigenen Skibindungsfirma. Außerdem dabei ist der Andi Lercher. Er ist Bergführer und kennt sich mit Ski so gut aus, dass schon viele Firmen versucht haben, ihn für sich zu verpflichten. Was er stets abgelehnt hat, um unabhängig zu bleiben. Ich freue mich darauf, 2 Tage mit den beiden auf Tour zu sein und bin mir sicher, dass ich von ihnen eine Menge lernen und Dinge erfahren werde, die ich selbst auch noch nicht kenne. Leider ist das Wetter am nächsten Morgen nicht mehr ganz so schön. Dafür ist noch der Peter Plattner zu uns gestoßen. Auch er ist Bergführer und Chefredakteur der Zeitschrift Berg und Steigen, dem Fachmagazin zum Thema Risiko im Bergsport. Also der perfekte Mann für alle Fragen zum Thema Notfallausrüstung. Peter, das sind jetzt die Dinge, die bei jeder Tour in jeden Rucksack können, oder? Also eins davon jeweils. Nicht alles, aber Standardausrüstung beim Skitouren gehen und Freeride ist eben LVS-Gerät, Bipsal, Schaufel, Sonde und dann haben wir noch Erste-Hilfe-Kommunikation. Und gerade bei den LVS-Geräten hat sich einiges getan. Auf was muss man da achten? Also was sind Geräte, die gut sind? Eben die modernen Geräte haben alle 3 Antennen eingebaut und haben eine Markierfunktion und funktionieren digital. Es gibt keine ganz schlechten Geräte mehr. Es hängt letztendlich immer vom Nutzer ab, wie gut er suchen kann. Das Gerät ist immer so gut wie der Anwender. Das heißt, üben. Jetzt haben sicher viele Leute noch ältere Geräte, zum Beispiel so eins. Das war ja mal ein Top-Gerät. Das Tracker ist ein 2-Antennen-Gerät und ist sowohl von der Technik als auch einfach vom Lebenszyklus veraltet. Also das bitte weit weg tun und auch nicht irgendwie im Burm schenken oder geben, sondern manche Geräte muss man aussortieren. Die Hersteller machen Angaben, da muss man teilweise nachschauen aufgrund der Seriennummer im Fachhandel, im Internet, ob das Gerät noch zu verwenden ist oder nicht. LVS-Gerät ist das eine. Das nächste, was man dabei haben muss, ist die Sonde, oder? Das Sondin ist tatsächlich ganz eine wichtige Suchphase und ist schwieriger wie das LVS-Suchen, muss trainiert werden. Bei der Sonde gibt es auch verschiedene Modelle aus Carbon, aus Aluminium, auch von fast allen Herstellern. 240 cm wäre eine super Länge, ein gutes Spannsystem, das man sehr unter Stress problemlos zusammenbauen kann. Und wenn man wirklich mal seinen Kameraden ausgraben muss, dann ist das Schaufeln das, was am meisten Zeit braucht. Das Schaufeln würde am meisten Zeit in Anspruch nehmen und das muss man wirklich auch in seiner Gruppe, in seinem Team üben. Und von den Schaufeln haben sich einfach Metallschaufeln etabliert mit einem Stiel, Teleskopstiel, den ich ausziehen kann. Und was wirklich sich sehr bewährt hat, wenn man zu Meter ausschaufelt, das ist die Möglichkeit, so eine Räum- oder 90-Grad-Funktion zusammenzubauen. Dann kann ich gerade von hinten noch schneller ins Schnee weg. Wie ist da mit alten Schaufeln, die man vielleicht noch daheim hat? Die hat jeder einmal gehabt und die gibt es immer noch. Und ganz super, ich weiß, wenn die im Auto drin sind zum Ausschaufeln, sie sind beim Skitouren besser wie nichts. Aber wenn sich jemand eine neue kauft, bitte eine Metallschaufel kaufen. Die ist nicht schwerer, die kosten nicht mehr und sind einfach viel effizienter. Wenn man all das beieinander hat, dann fehlt nur noch eines. Der Test, ob die LVS-Geräte auch funktionieren. Ich bin jetzt der Checker, ich überprüfe euch. Schaltet alle auf Senden, schaut auf die Batterieanzeige und dann gleich weiter auf Suchen. Und wenn alle auf Suchen sind, dann müsst ihr jetzt eigentlich ruhig sein. Genau, super. Jetzt schalte ich mein Gerät auf Senden und ihr sagt dann bitte den Batteriestatus und die Entfernungsanzeige. Andi, was hast du gehabt? Ja, 3 Meter. Ist plausibel und Batterie? Ja, aber 80%. Tadellos, Michi, bei dir? Ich habe 4 Meter Batterie, 3 Balken. Passt, jetzt haben wir überprüft. Eure Geräte können suchen, man kann senden. Ihr schaltet bitte jetzt auf Senden und verstaut es wie zum Gehen. Hast du ein Handy auch mit? Ich habe das Handy hier in der Hosentasche. Das passt gut, gell? So 30 cm, einen halben Meter auseinander auf verschiedene Körperseiten. Passt, das machen wir im zweiten Teil. Ich gehe mit meinem Gerät in diesen Gruppencheck-Modus, den ich habe. Und ihr geht jetzt gerade bitte im Abstand von 2 Metern an mir vorbei. Da los, super. Da gut. Fein. So wichtig Pieps, Schaufel und Sonde auch sind.
Noch viel wichtiger ist es, Bescheid zu wissen über die aktuelle Lawinengefahr. Die Dolomiten sind einfach auch speziell für die Lawinensituation, weil ich natürlich auf sehr engem Raum ganz viele unterschiedliche Geländeformationen habe, was die Beurteilung der Lawinensituation nicht immer einfacher macht. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einen Vorteil, dass ich fast bei allen Bedingungen irgendwas finde, was fahrbar ist. Das Einzige, was ist, heute die Sicht ein bisschen, der letzte Schneefall ist mittlerweile 3 Wochen her. Die Situation hat sich gut entwickelt. Wir haben Lawinenstufe 1, also durchaus tiefenentspannt. Das heißt, wir können unsere Aufmerksamkeit ganz beruhigt einem anderen Teil unserer Ausrüstung widmen. Wir testen ganz unterschiedliche Ski- und Bindungsmodelle und sind gespannt, wie sie sich bei der Abfahrt bewähren werden. Bambam fährt mit der Bindung, die er selbst entwickelt hat. Mama, was hat dich dazu bewogen, eine Bindung zu erfinden? Ist ja nicht so, dass auf der Welt noch keine Bindungen gegeben hätte, oder? Ja, das stimmt. Bindungen gibt es genug und auch Tourenbindungen hat es schon genug gegeben. Gell? Aber genau sowas hat es eigentlich damals noch nicht gegeben. Sprich, Bindung, die voll und ganz eine Alpinbindung erfüllt. Also mit Sicherheitsauslösung, mit Drehteller, die ganzen Benefits, die man da hat. Und trotzdem ein Pinsystem, so dass man nicht möglichst wenig bewegtes Gewicht am Fuß hat. Aber war ein harter Weg, oder? Bis zur Serienreife? Von der Idee bis hier zum serienreifen Produkt 6,5 Jahre. Sauber. Letztendlich. Ein langer, steiniger Weg, da mag man schon an das Ganze glauben. Die Schneeverhältnisse sind gar nicht so ohne. Eine Herausforderung an Mensch und Material. Und ich habe jetzt einen Haufen Ski dabei und es gibt noch viel mehr Ski. Wenn ich jetzt einen Skitourenski brauche, wie schaffe ich es denn, den richtigen Tourenski zu finden? Grundsätzlich ist es nicht so schwer. Ja. Ich muss mir die Frage stellen, wie gut fahre ich Ski? Wo bewege ich mich? Das heißt, bin ich eher der Pistengeher oder klassische Skitourengeher, der moderates Tempo, normale Schwünge fährt, dann entscheide ich mich für eher einen klassisch stellierten Ski. Leicht, sehr drehfreudig, das hat ein bisschen mit der Konstruktion zu tun. Das sind in der Regel Ski, die die breiteste Stelle relativ weit hinten haben. Ja. Und dann, wenn wir in die nächste Kategorie gehen, so Free Touring orientiert, da werden die Ski ein bisschen breiter, so wie der da. Ja, einen besseren Auftrieb, ich kann lange Schwünge fahren, kurze Schwünge fahren, vielleicht einmal ein bisschen schneller fahren. Da gibt es auch die verschiedenen Breiten. Alles ein bisschen schwerer, aber dafür noch besser zum Fahren. Und besser zum Fahren. Gell? Und so natürlich am besten zum Fahren geht sowas in der Kategorie. Die sind ungefähr um einen halben Kilo bis ein Dreiviertel Kilo schwerer als die klassischen Tourenski, aber für die Fahreigenschaften um Welten besser. Gell? Allerdings muss man die Ski natürlich auch fahren. Okay. Also da ist ein bisschen ein Eigenkönnen, ein entsprechendes schon Voraussetzung, damit man mit denen einen Spaß hat, sonst fährt der Ski mit dir. Okay. Gell? Das heißt, die Ski, wenn man jetzt zum Thema Bindung geht. Früher gab es ja einen Hersteller, früher waren die alle von Dynafit, die waren die ersten, waren die einzigen, aber mittlerweile gibt es da große Palette an Pinsystemen. Ja, und durchgesetzt hat sich natürlich das Pin-Bindungssystem. Hat zum einen ein geringes Gewicht, zum zweiten habe ich einfach den Drehpunkt weit hinten und einen deutlich besseren Aufstiegskomfort. Ja. Die Bindungen haben schon Unterschiede. Im Prinzip gibt es die Kategorie Leichtbindungen. Da bewegen wir uns bei ungefähr 500 Gramm, 600 Gramm. Ja. Und seit 2-3 Jahren so die Bindungssysteme für den anspruchsvollen Tourengeher, der abfahrtsmäßig ein bisschen mehr verlangt, auch im Punkt der Sicherheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel Fritschi hernehmen, da, das ist die Xenic, die hat einen aktiven Längenausgleich. Das heißt, wenn ich eine Mulde fahre, sich der Ski durchbirgt, dann schiebt sich der Hinterback nach hinten. Das heißt, die erreicht zu einem späteren Zeitpunkt das Drehmoment, bevor die Bindung auslöst. Gell?
Speziell bei ein bisschen flotterer, anspruchsvoller Fahrweise oder beim anspruchsvollen Gelände ist das natürlich ein Plus an Sicherheit. Gell? Und die dritte Generation der Hybridbindungen, der BAM, im Prinzip eine reine Abfahrtsbindung mit Ausstiegsfunktion und Komfort wie bei einer Bindbindung. Gell? Nachteil bei den Bindungen ist halt das Gewicht. Ja, klar. Gell? Entscheidend ist das System Ski, Schuh und Bindung. Ja? Das ist hin und wieder ganz lustig. Also was ich da mittlerweile auf Tour alles beobachte, das sind ja die wüstesten Kombinationen. Ja? Ein schwerer Ski, eine schwere Bindung und dann einen absoluten Leichtschuh. Das passt einfach nicht zusammen. Also die Systeme sollten schon in etwa zusammenpassen. Gell? Ein paar wichtige Dinge in Sachen Skitourenausrüstung müssen wir noch besprechen. Wollen wir ziehen, oder? Ja. Okay. Peter, grundsätzlich, LVS-Gerät, Schaufelsonde ist immer dabei. Wie ist es denn mit den Airbag-Rucksäcken? Airbag ist keine Standardausrüstung, das muss jeder selber wissen, ob er es haben will oder nicht. Wer im Fall einer Verschüttung die besten Überlebenschancen haben will, der soll natürlich zu so einem System greifen. Das ist aber keine Überlebensgarantie. Ich glaube, das wird oft ein bisschen missverstanden. Auf gar keinen Fall. Man muss aber überall ein bisschen aufpassen, was uns die Hersteller versprechen. Es gibt eine seriöse Untersuchung und die sagt, von 100 Leuten, die verschüttet werden, sterben ohne Airbag 20 und mit dem Airbag nur 10. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit wird reduziert und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Wie ist denn bei dir? Wann hast du ihn dabei, den Rucksack? Ich nehme den Airbag nur, wenn ich weiß, es ist ein bisschen angespanntere Situation und ich gehe privat mit Freunden ein höheres Risiko ein. Wenn ich mit Gästen unterwegs bin, dann gehe ich dermaßen defensiv, dass ich eigentlich einen Airbag daheim lasse. Aber mittlerweile gibt es auch da verschiedene Hersteller, gell? Wir haben Ja. unterschiedliche Systeme. Es gibt echt, wenn man gesehen, du hast 2 Ballone hinten, ich habe einen. Ja. Du hast dieses Kartuschensystem. Sollen wir reinschauen, oder? Kannst du reinschauen? Ja, schauen wir mal. Du hast eben dieses Kartuschensystem, wo man natürlich nachher die Kartusche wechseln muss. Du hast nur einen Zug, du musst ins Geschäft gehen, das austauschen. Die gibt es aber schon sehr lange und funktionieren sehr zuverlässig. Diese Gebläsesysteme gibt es entweder mit einem Akku oder jetzt neu mit so einem Kondensator. Und die können natürlich mehrmals auslösen. Ich habe keine Zusatzkosten. Ich muss halt nur dann irgendwann einmal die Energiezufuhr aufladen. Was vielleicht entscheidend ist, da die Wahrscheinlichkeit von einer Lawinenverschüttung ja sehr gering ist, man tragt diese Dinge die ganze Zeit herum. Und für welches System man sich entscheidet, ist meiner Meinung nach eher sekundär. Wichtig ist, dass der Rucksack passt, dass man ihn gerne aufhört und dass er fein zum Tragen ist. Der Airbag-Rucksack, den ich dabei habe, trägt sich so fein, dass ich ihn gerne benutze. Obwohl die Lawinengefahr auch heute wieder gering ist. Sitting upright, can't explain the sunlight. Wondering why you're not home. The light go beside you, like before you tried to work out all the unknowns. Blame it all on me when I forget to defend everything that we put down. Something in her wording, I cannot help searching for one memory found. Thought it stopped just as it started. That is not what you are. Ja. Nein. Servus. Danke. Du, bei den Pinbindungen, was ist mir wichtig bei der Abfahrt? Ja, man sieht gleich immer wieder, dass Leute den Vorderbacken verriegeln. Gell? Das wäre jetzt Das nicht ist gut. natürlich ein absolutes No-Go, weil dann kann ich mir die Sicherheitsbindung gleich sparen. Frontalauslösung ist zwar da, aber Seitauslösung habe ich keine. Da gehört einfach ganz normal reingeschlupft und das brauche ich nicht verriegeln, das reicht vollkommen aus. Zweites Thema bei der Abfahrt sind natürlich auch die Stockschlaufen. Gell? Gibt 2 Systeme, so wie du. Bei Belastung löst sich da die Schlaufe, das heißt, der Stock, den verliere. Ich persönlich fahre oft einfach nur, Einfach dass ich ohne- die Stöcke ohne so Schlauch. halt, ja, Einfach das Sicherheitsfluss. reicht eigentlich. Gell? So, Peter, das Thema Helm auf Skitouren. Wir zwei haben jetzt keinen, ihr habt einen. Wie siehst du das? Das ist wie der Airbag, ist eine gute Idee, schadet nichts, wenn man hinfliegt. Schützt es natürlich. Es gibt super leichte kleine Helme, die kann man mitnehmen und irgendwas muss man am Kopf sowieso aufsetzen. Ich habe auch nicht immer einen, aber wenn jemand hinfliegt und sich einen Grind aufschlagt, dann braucht er auch nicht blären, dann ist er auch selber schuld. Also jeder wie er mag. Genau, ja. Und du ohne.
Ich fahre ohne, ich habe lieber eine Bindung, die gescheit auslöst. Ja, ihr seid so gut. Ich kann ja nicht Skifahren, ich fliege immer hin, ich brauche Ihr seid so gute Skifahrer. Nicht? Ja.